Ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr, ich würde sagen, ich habe so gelebt, dass wenn es mir schlecht ging, habe ich gebetet, aber sonst habe ich überhaupt nicht gebetet. Ich fand mein Leben gut, ich fand meine Freunde gut, ich fand meine Freundin gut, ich fand alles gut, wie ich es gelebt habe und ich fand mein Leben toll. Komplett atheistisch gelebt. Und mit 19 wollte ich eigentlich Animateur werden, weil man kann viele Frauen kennenlernen, wird braun auf Arbeitszeit. So habe ich damals gedacht. Weil ich habe mir gedacht, irgendwie ist es komisch, dass ich nur bete, wenn es mir schlecht geht. Entweder gibt es Gott, dann sollte er mit meinem Leben mehr zu tun haben, wenn es mir schlecht geht. Oder es gibt ihn nicht, dann soll ich aber auch aufhören zu beten. Dann soll ich eher, keine Ahnung, meditieren oder irgendwas anders machen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich gebe dir ein Jahr Zeit, ich suche dich jetzt im Islam, Buddhismus, Hinduismus und im Christentum. Entweder ich finde dich, dann gehört dir mein ganzes Leben, oder ich finde dich nicht. Dann werde ich aber auch kein schlechtes Gewissen mehr haben von der Moralvorstellung meiner Eltern. Das hatte ich nämlich ab und zu. Für den Lifestyle, den ich lebe ich einfach weiter. Herzlich willkommen bei uns im Sunday Night on Air. Heute mit einem Special Guest, nämlich niemand anderes als Tobi Teichen. Hallo, herzlich willkommen. Es ist so schön, wieder mal bei uns zu Gast. Schön, Sunday Night. Sunday Night on Air. Studio, mag ich sehr. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Jesus First Camp. Ja. Das ist immer ein absolut besonderer Moment, so viele Jugendliche, junge Erwachsene, die einfach Gott suchen, Gott lieben, ihn anbeten und so ein hungriges Herz haben. Das größte Privileg eigentlich für mich, hier zu sein. Es ist wirklich, ich danke dir für deine Zeit, dass du an so einem Camp noch diese Zeit nimmst, ja, gerne. Um hier deine Weisheiten zu teilen, weil ich habe mich schon ewig jetzt auf dieses Interview gefreut, weil ich einfach schon so viel von dir lernen durfte. Ich schaue immer wieder deine Predigten. Ich bin ein riesiger Fan auch von deinem Predigtstil, von deinem Humor, von deiner Tiefe und habe schon so viel gelernt und darum freue ich mich, einfach mal dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Und das ist auch mein Ziel heute, weil ich glaube, viele kennen dich heute so als Pastor vom ICF München. Du bist so das Aushängeschild vom ICF München, einer blühenden Kirche. Tausende Menschen schauen deine Predigten jede Woche. Und du hast auch schon mehrere Bücher geschrieben. Das war ja aber noch nicht schon immer so. Und da möchte ich heute ein bisschen anknüpfen und zwar mal zurück, so im Zeitrad, mal zurückdrehen. Sehr gut. Und dich mal fragen, so, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also ich bin aufgewachsen, ich sage mal landeskirchlich, christlich nenne ich das jetzt mal so. Also meine Eltern waren gläubig, man hat beim Tisch gebetet. Es war ihnen auch wichtig, dieses Thema. Allerdings habe ich das als Kind eher erlebt als so wie so ein Regelglauben. Also was ist richtig, was ist falsch. Der Punkt dahinter wurde mir nicht wirklich vermittelt und ich bin eher so aufgewachsen, dass ich sehr dankbar bin für das, was meine Eltern in mich reingelegt haben. Und gleichzeitig es waren meine Eltern eine Kriegsgeneration, wo ich sage, ich habe heutzutage mit der heutigen Perspektive sehr viel Verständnis dafür, wenn du im Krieg geboren bist und aufgewachsen bist, dass du da sehr viele Themen mit dir rumschleppst, trotz aller Versuche. Deswegen, ich würde sagen, sie haben ihr Bestes gegeben, das aufzuwachsen, uns aufzuziehen, uns zu lieben, mich und meinen Bruder. Und gleichzeitig waren sie sehr überfordert, würde ich sagen. Das merkt man so ein bisschen. Meine Eltern sind Gott sei Dank mit dem lebendigen Glauben versöhnt mit Gott und den Menschen gestorben, was für mich ein Riesenwunder ist am Ende vom Tag. Ich habe es dann so gemerkt, dass da auch Herausforderungen gab, als ich selber einen Sohn hatte. Und das ist so dann die Frage, wie lange lässt du dein Kind alleine bei deinen Eltern? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, wie du die Kultur bei dir zu Hause empfindest. Vielleicht noch ein Schritt für dich weg, aber überleg dir, du hättest ein Kind. Wie lange würdest du ihn in deiner Familie und deiner Schwiegerfamilie lassen? Ist natürlich so ein Zeichen, dass da auch Dinge herausfordernd waren. Deswegen würde ich sagen, ich habe den Segen in meinem Leben, dass ich Eltern hatte, die mich geliebt haben, die haben ihr Bestes gegeben und gleichzeitig waren sie sehr herausgefordert. Also im Bereich Ehe, im Bereich Erziehung, im Bereich Leiterschaft. Also das war, wie soll man sagen, sehr herausfordernd. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast einen Bruder, einen älteren Bruder. Ja. So, du bist der Jüngere. Ja. Und wie war so die Umwelt, in der du was haben deine Eltern gearbeitet? Also mein Vater war CVM-Sekretär, so heißt das. Der hat praktisch in CVMs Jugendarbeit gemacht. Und meine Eltern hatten schriftlich, dass sie keine Kinder bekommen können vom Arzt. Der hat gesagt, sie können auf keinen Fall Kinder kriegen, biologisch unmöglich. Und dann hatten sie jemanden, der für sie gebetet hat und der hat ihnen so einen prophetischen Impuls gesagt, sie werden ein Kind kriegen. Und dann haben sie meinen Bruder bekommen, was ein absolutes Wunder war und ich bin die Zugabe sozusagen. Also ich bin auch gekommen, was an sich schon ein Wunder ist. Und also so war das und meine Mutter war zu Hause bei den Kindern, mein Vater hat sehr viel gearbeitet, er war sehr viel weg. Er ist in einer Kultur groß geworden, wo der Dienst
vor der Familie kam, also der christliche, soziale, was immer Dienst vor der Familie kam, was eine sehr ungesunde Einstellung ist, meiner Meinung nach, weil es dazu führt, dass man eigentlich fast nie zu Hause ist. Die Male, wo er zu Hause war ich sehr dankbar, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, ich verstehe das aufgrund des damaligen Verständnisses, das er hatte, nach bestem Wissen und Gewissen. Aus Kindessicht ist es natürlich sehr suboptimal, wenn der Vater so gut wie gar nicht da ist. Das muss jetzt nicht nur in dem Setting sein, es kann auch sein, weil der Vater in der Firma ist oder immer arbeitet. Es gibt schon viele Väter, besonders, die die Kindheit verpasst haben. Und das ist natürlich dramatisch für alle Beteiligten, würde ich sagen. Ja, ja. Was hast du das Gefühl, waren prägende Einflüsse in deiner Kindheit, als du aufgewachsen bist? Was hat dich so, war das was, dass der Vater viel weg war? Und falls ja, was gibt es noch? Also es gab natürlich das positive Prägende auf jeden Fall in meiner Familie, dass ich wusste, dass meine Eltern hinter mir stehen, dass ich im Sport alles machen durfte. Ich durfte jedes Instrument lernen, das ich wollte. Habe zwar keins zu Ende gebracht, aber immerhin, ich durfte eigentlich sehr viel machen, hatte sehr viele Freiheiten und konnte auch viel vorwärts gehen. Sport, was hast du gemacht? Ja, ich habe Fußball gespielt, Basketball Natürlich. und Tennis. Oh, alles okay. Ja. Fußball war ich in der Baden-Württemberg-Auswahl. Okay. Ja, schon nicht schlecht. Ja. Tennis habe ich gespielt, was mir Spaß macht, und Basketball, weil ich groß bin. Ja, also ich habe sehr viel ausprobiert in meinem Leben. Ich kann auch sehr viele Instrumente, so dass ich jemanden beeindrucken kann, der unmusikalisch ist. Also jemand, der musikalisch ist, merkt gleich, ich könnte jetzt Gitarre spielen, da würde jemand denken, wow, ich könnte dann Schlagzeug gehen. Ich habe letztes Jahr bei Jesus First Camp bin ich an verschiedene Instrumente gegangen. Das wirkt dann sehr Nicht spektakulär. Aber ist natürlich dann auch nicht so viel dahinter, wenn man ich habe alles so ein bisschen angefangen, würde ich sagen. Krass. Welche Werte hast du das Gefühl, hast du von deinen Eltern von klein auf mitbekommen? Also Werte würde ich sagen, das ist eine sehr gute Frage. Also Werte waren eher so Moralvorstellungen, würde ich sagen, die sie mir mitgegeben haben. Die mir bis zu einem gewissen Punkt geholfen haben. Werte aber auch, meine Eltern waren jetzt in ihrer Verwandtschaft, ich habe es mal mitbekommen bei der Beerdigung meiner Eltern, als ich dann meine Cousinen und Cousins über meine Eltern hören, habe ich gemerkt, ja, das stimmt, dafür haben die gestanden. Die waren eher so Hippies, muss man sagen. Ich habe dann auch mal alte Bilder angeguckt, das war mir als Kind gar nicht so bewusst. Die hatten so einen VW-Bus, die sahen auch aus wie Hippies, ehrlich gesagt. Und meine ganzen Cousinen haben uns immer beneidet, dass wir so die Hippie-Kinder sind. Das heißt, es war da viel, wie soll man sagen, so Zelten, unterwegs sein, Familienerlebnisse, die waren im Urlaub schon da. Sonst würde ich eher sagen, dass es durch diese ganze Moralvorstellung für mich eher so war, dass ich halt die Dinge weder verstanden habe, noch verinnerlichen konnte, egal was. Zum Beispiel in der Bibel steht, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Warum? Ja, ist halt so. Hilft jetzt so einem Teenager wie mir gar nicht. Das heißt, ich habe vorne rum ja gesagt und hinten rum was anderes gemacht. Ich habe einfach immer das Gegenteil eigentlich mehr oder weniger gemacht. Ich hatte einen Kumpel, der hatte sehr schwierige Elternverhältnisse auch zu Hause. Das heißt, die Eltern wussten gar nicht, ob der zu Hause ist, aber offiziell war ich dann immer bei meinem Freund. Und dann konnte ich machen, was ich will. Habe ich dann mal Jahre später meiner Mutter erzählt, was ich so alles gemacht habe, wenn sie dachte, ich bin bei meinem Freund. Wie hat sie reagiert? Sie war schockiert. Sie hat das nicht gedacht, dass ich das alles gemacht habe. Ja, wir sind halt dann mit Teenager, wir sind halt rumgetrennt, wir waren Punks, wir hatten alle Haarfarben und waren auch der Meinung, dass Punks die einzigen sind, die es verstanden haben in dieser Rebellion. Sind durch Europa gereist, haben da versucht, ohne Geld durchzukommen. Als Punk schnorrt man ja, kennst du das Wort Schnorren? Also man bettelt ja eigentlich. Ja. Das war unser Ziel, immer 4 Wochen Europa ohne Geld. Wir hatten ja Geld, aber wir wollten kein Geld ausgeben. Ja, es war schon wild. Das ist krass, nicht gewusst. Ja. Mega krass. Was hast du das Gefühl, jetzt wenn du bist heute Leadpastor von einer Kirche, gibt es Dinge, jetzt vielleicht, du sagst gewisse Dinge, diese Moralvorstellungen, die vielleicht auch von deinen Eltern geprägt wurden, war nicht nur gut. Gibt es gewisse Dinge, die deine Eltern reflektierten, die du absolut vorbildlich fandest, wie sie damit umgingen, oder? Also vorbildlich fand ich zum Beispiel meine Mutter, die hat selber leider ihre Mutter mit 5 verloren während der Kriegszeit. Die hatte nie eine Mutter und ist auch wirklich sehr schlimm aufgewachsen. Sie hätte da eigentlich ein Buch drüber schreiben können zum Thema Zerstörung und Flüche, das alles sehen können von klein auf. Die Beziehung in ihrer Familie zu ihrem Vater, zig Leute gestorben, dann ist sie beim Opa aufgewachsen, der wurde ermordet. Also es ist echt wirklich eine Horrorgeschichte eigentlich. Aber wo meine Mutter ein Vorbild ist für mich, die hat immer gesagt, okay, ich habe zwar nie eine Mutter gehabt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es geht, aber ich gebe einfach mein Bestes. Sie hat sich dann über das Fernsehen, Kochen beigebracht, sie hat sich hat dann einfach gesagt, ich muss es irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen machen, und
dafür muss ich wirklich sagen, ist es wirklich ein Wunder, was dabei rausgekommen ist, weil du diese Geschichte siehst und auch bei meinem Vater im Endeffekt, ich rechne ihnen auch hoch zu, dass sie trotz aller Konflikte und Streits im Endeffekt Dinge durchgezogen haben, auch in der Ehe, wo sie eigentlich hätten aufgeben können, sehr oft, würde ich jetzt mal sagen. Sind dran geblieben. Ja. Welche Rolle spielte der Glaube in deiner Familie? Also wir haben gebetet am Tisch, wir haben schon irgendwie an Gott geglaubt, wir sind grundsätzlich in die Kirche gegangen, sonntags ist man in die Kirche gegangen. Jeden Sonntag wart ihr da? So. Ja, ist man in die Kirche gegangen und dann bei uns auf dem Land war es allerdings so, muss ich ganz ehrlich sagen, da wo ich dann aufgewachsen bin, man ist entweder in der evangelischen, katholischen Jugend, Freiwilligen Feuerwehr oder im Fußballverein gewesen und von außen gab es keinen Unterschied, finde ich jetzt eigentlich, also vom Lifestyle her. Ja. Wir haben dann auch Jugendcamps gemacht in der evangelischen Jugend, Jungschararbeit und haben geraucht und sind bei der Andacht rausgegangen. Also es war jetzt nicht so christlich eigentlich. Es war Kirche, es war Gemeinschaft. Ja, und das haben meine Eltern, wie soll ich sagen, das war ihnen immer wichtig. Ja. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wie muss man sich Tobi Teichner als Teenager vorstellen? Ja, als Teenager ist, ich würde sagen, als Lebenskünstler gleichzeitig sehr viel lustig, immer viel Sport und als Punk. Also alle möglichen Haarfarben hatte ich halt, die es so geben kann, rot, grün, blau, gelb. Wir brauchen diese Fotos. Ja, die sind legendär. Und mein Freundeskreis, der eine hatte so einen Irokesenschnitt, so wie man sich es vorstellt, so hochgestellt. Der nächste auch die Haare in allen Richtungen. Und wir haben viel gefeiert, eigentlich jedes Wochenende gefeiert. Ich war ja immer offiziell bei meinem Freund. Wir waren unterwegs und ja, ich hatte so, was man noch wissen muss, ich hatte so ein Plakat bei mir im Zimmer. Das hatte so ein bisschen, das Punk ist ja so was Rebellisches. Das denkt ja, der Staat ist falsch, das Konservative ist das Schlimmste, was es gibt. Also Rebellion gegen alles eigentlich. Und ich hatte so ein Plakat, da stand Freistaat Bayern, weil es gibt den Freistaat Bayern und der ist konservativ und da gibt es eine konservative Regierung, die CSU. Und wir waren der Meinung, dass Freiheit nur geht, wenn du möglichst links bist. Also je linker, desto besser. Und ja, das Krasse ist, Freunde von damals, manche von denen sind immer noch in solchen Organisationen, zum Beispiel im Schwarzen Block, die machen so illegale Sachen, die verabreden sich dann wie letztens in Gießen und keine Ahnung, zerstören irgendwas und so. Ja, so war von der Grundeinstellung, war ich schon so. Krass, also auch schon politisch interessiert in der Teenagerzeit? Man kann das politische Engagement mit einem Wort zusammenfassen, dagegen. Dagegen. Einfach dagegen. Wofür bist du? Ja, ich bin dagegen. Ich bin gegen Krieg, ja. Und jetzt? Ja, ich bin dagegen. Ja, und jetzt? Nicht so wirklich gewusst, für was man steht. Ja, man ist gegen Krieg. Man ist zum Beispiel gegen Krieg. Genau. Man ist gegen Konservatismus. Man ist gegen den Staat. Man ist gegen die Polizei. Also das ist ja heute auch wieder sehr interessanterweise. Ich bin sehr schockiert darüber. Ja, wie in das ist wieder. Ist halt natürlich auch einfacher, gegen etwas zu sein, als für etwas. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist einfacher, eine Sandburg zu zerstören, als eine zu bauen. Ich meine, es ist was Wahres drin. Man spürt ja was als Teenager, was auch in dem Bürgerlichen oft auch fake ist und komisch ist. Und ich glaube, dass es in mir bis heute drin ist, dieses positiv-Punk-mäßige ist zum Beispiel, wenn irgendetwas auch in Theologie oder so zu eng wird oder falsch wird, dann bin ich schon immer noch so ein kleiner Punk, wie ich predige. Dann predige ich einfach schon, um auch mal was aufzubrechen und neu zu denken, sage ich mal so. Hat Theologie schon in den Teenagerjahren eine Rolle gespielt? Nee. Gar nicht. Ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr, ich habe so gelebt, dass wenn es mir schlecht ging, habe ich gebetet, aber sonst habe ich überhaupt nicht gebetet. Ich fand mein Leben gut, ich fand meine Freunde gut, ich fand meine Freundin gut, ich fand alles gut, wie ich es gelebt habe, aber total unbiblisch, total ohne diese ganzen Themen. Natürlich war ich freundlich zu Menschen, aber von der Sexualität angefangen bis ich habe das alles komplett atheistisch gelebt und ich fand mein Leben toll. Ich fand meine Freunde toll, ich fand das Abenteuer toll. Wir sind jeden Sommer 4 Wochen durch Europa gereist. Wir hatten jedes Jahr das Sommer unseres Lebens, würde ich sagen. Aber ich habe halt gemerkt, dass immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich gebetet. Und mit 19 wollte ich eigentlich Animateur werden, weil ich dachte, das ist die schlauste Berufswahl der Welt, weil man kann viele Frauen kennenlernen, wird braun auf Arbeitszeit. So habe ich damals gedacht. Und dann wollte ich es mit einem Freund von mir machen, der hat aber dummerweise in letzter Sekunde abgesagt. Und dann stand ich vor dem Nichts und habe gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon so ein Gap hier habe, damals musste man entweder Zivildienst oder in die Armee gehen, wenn ich das jetzt habe, dann beschäftige ich mich mit dem Glauben. Weil ich habe mir gedacht, irgendwie ist es komisch, dass ich nur bete, wenn es mir schlecht geht. Entweder gibt es Gott, dann sollte er mit meinem Leben mehr zu tun haben, wenn es mir schlecht geht.
Oder es gibt ihm nicht, dann soll ich aber auch aufhören zu beten, dann soll ich eher, keine Ahnung, meditieren oder irgendwas anderes machen, aber das ist irgendwie komisch, habe ich gemerkt. Nur beten, wenn es einem schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich gebe dir ein Jahr Zeit, ich suche dich jetzt im Islam, Buddhismus, Hinduismus und im Christentum. Entweder ich finde dich, dann gehört dir mein ganzes Leben, oder ich finde dich nicht, dann werde ich aber auch kein schlechtes Gewissen mehr haben von der Moralvorstellung meiner Eltern, das hatte ich nämlich ab und zu. Für den Lifestyle, den ich lebe, den lebe ich einfach weiter. Was ist in diesem Jahr passiert? Weil Ja, du sitzt viel. heute hier und du bist kein Punk mehr. Nein, Ich sehe keinen Irokesenschnitt. Nein. Ich habe auch zu wenig Haare leider. Ja, leider. Vielleicht zu oft gefärbt. Vielleicht ist das das Problem. Es könnte natürlich sein, dass ich zu oft gefärbt habe. Ja, also ich habe dann, weil ich ja nichts hatte, hat mein Vater gesagt, geh doch nach München zum CVM. Da war da als junger Mann auch gewesen. Und das ist eine lebendige Gemeinde in München. Und die haben so ein Gap hier, so eine Art Jüngerschaftsschule. Und weil ich nichts hatte, dachte ich, okay, das sind lauter junge Leute, die den Glauben lebendig leben. Dann gehe ich doch dorthin und gebe dem Glauben dadurch eine Chance. Und parallel beschäftige ich mich mit den anderen Religionen eben selbstständig, mit Islam, Buddhismus, Hinduismus. Und dann bin ich hin und es ist ein absolutes Wunder, dass sie mich genommen haben. Ich habe auch den Leiter dieser Jüngerschaftsschule später mal gefragt, warum er mich genommen hat. Weil im Vorstellungsgespräch habe ich gesagt, dass ich nicht an Jesus glaube. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, wenn du diese Jüngerschaftsschule machst. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber er hat mich trotzdem genommen. Gott hat ihm irgendwie die Ohren zugehalten. Und dann war ich da ist auch die Frauke gewesen, die hat soziales Jahr gemacht, wir kannten uns ja da noch nicht. Ich habe Zivildienst gemacht. Und die jungen Christen haben mich schon sehr gechallenged. Weil sie haben sie haben mir erzählt, was sie mit Gott erleben. Sie haben mir erzählt, dass sie mit Gott reden, das kann ich mir noch vorstellen, dass Gott mit ihnen redet. Das fand ich dann wirklich spooky. Weil ich dachte, also entweder habt ihr gekifft oder ich. Also wenn ich mit Gott rede, ist es wie mit einem Buch hier reden. Also Gott redet doch nicht mit mir. Dann haben sie erzählt, was sie in der Bibel lesen und ich fand es irgendwie crazy alles ein bisschen. Aber ich habe gesagt, okay, ich will es ja ausprobieren. Und dann war zwei einschneidende Momente. Der erste war, ich hatte chronische Knieschmerzen, weil ich sehr viel Sport gemacht habe und es war entzündet. Und ich hatte da schon mal eine OP und der Arzt hat gesagt, wenn das wiederkommt, muss ich nochmal operiert werden und dann kann ich keinen Sport mehr machen. Also habe ich Männerlogik angewandt, nicht zum Arzt gehen. Sehr logisch, männerlogisch. Ja. Also einfach nicht zum Arzt gehen. Genau. Ich konnte aber gar nicht mehr gehen, das war auch ganz geschwollen. Und da waren wir in einem Gottesdienst dort, während dem Gap Year, relativ am Anfang. Und die Frauke, die hatte schon mal als Jugendliche ein Heilungswunder erlebt. Also hat sie einfach während dem Lobpreis, wo man aufstehen konnte, sich hinsetzen konnte, einfach ihre Hand auf mein Knie gelegt. Ich wusste aber nicht, was sie macht. Ich stand, hat gebetet, leise. Und dann wurde es mir schwarz vor den Augen. Ich bin rückwärts gekippt. Und als ich wieder klar war, waren die Schmerzen weg. Wow. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin sehr Kopfmensch. Ich habe Mathe und Physik studiert. Also ich bin sehr Kopfmensch. Ich hab gedacht, ja, hast du dich jetzt irgendwie gedreht oder was ist das? Dann bin ich raus, bin eine Stunde rennen gegangen, es war weg. Dann habe ich gemerkt, okay, krass, dieser Jesus hat ein Wunder getan, aber ich wollte ihm nicht mein Leben geben, weil ich dachte, ich wusste ja vorher schon, was ich gesagt habe. Wenn ich dir mein Leben gebe, dann ganz. Also nicht so ein bisschen, sondern es war wie Taufe, all in, alles auf einmal. Und der zweite Punkt war dann, dass man auch so ein Glaubenswochenende hatten da, wo ich habe auch mitgemacht, alles mitgemacht. Und da ging es um Heiligen Geist, da fand ich dann die Christen ganz spooky. Die haben dann erzählt, dass sie in anderen Sprachen reden können. Ich dachte, was habt ihr jetzt schon wieder gekifft? Ihr könnt in anderen Sprachen reden, okay. Habe mir das alles angehört und dann habe ich als schlauer Fuchs mir gedacht, okay, ich gehe jetzt zu diesem Gebetsteam hin und lass einfach für mich beten, dass ich in einer anderen Sprache bete. Wenn ich in einer anderen Sprache bete, einfach jetzt, dann gibt's Gott. Bin ich hingegangen, habe die für mich gebetet, die wussten ja nicht, was ich für ein Knilch bin. Haben mir die Hände aufgelegt. Und dann kam was ganz anderes. Ich habe nicht in anderen Sprachen gebetet, sondern ich habe während 2 Stunden von meinem inneren Auge die Sünde in meinem Leben gesehen. Das war so heftig. Es war ein innerlicher Film, der hat angefangen und der hat nicht aufgehört. Meine Freunde damals haben gemerkt, ich habe wie so einen Trip eigentlich, wo ich immer wieder gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich habe auch mehrmals gesagt, ich glaube, ich gebe jetzt mein Leben dem Teufel, weil ich kann nicht mehr. Weil ich habe so diesen Kampf gesehen. Die haben dann Fürbitte für mich gemacht währenddessen. Und ich habe 2 Stunden lang von meiner Kindheit an lauter Situationen gesehen, wo ich gesündigt habe. Wow. Ob es in der Schule war, bei einem Lehrer, die verarscht haben, alles mögliche, klein und groß. Und danach wusste ich bin Sünder. Ich habe bis dahin gesagt, ich bin kein Sünder, ich bin ein netter Mensch. Dann wollte ich aber immer noch nicht Jesus in mein Leben lassen. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Und dann... Stur. Ja. Und dann war es, der letzte Schritt war dann, ich war abends in meinem Bett und da war es einfach so, ich kann es nicht anders sagen, wie wenn Jesus in meinem Zimmer war und ich so einen Frieden hatte,
dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich der Weg ist, dann bin ich in meinem Zimmer ganz klassisch auf die Knie gegangen und gesagt, okay Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich nehme an, dass du am Kreuz gestorben bist, ich nehme an, dass du all meine Sünde, ich bekenne vor dir, ich bin Sünder, ich kehre um, ich brauche dich, rette mich, veränder du mich. Und das war dann für mich ein sehr heiliger Moment, weil ich ja vorher gesagt habe, wenn ich das mache, dann gehört Gott mein ganzes Leben und egal was er will, ich werde es tun. Und das war dann mit 19 der Durchbruch sozusagen und dann ging das Abenteuer los. Ich finde das unglaublich beeindruckend, weil ich glaube, viele, die diesen Podcast schauen, sind genau wie du, sind Kopfmenschen. Ja. Was ich schon beeindruckend finde auch, ist, man sieht die Gnade Gottes, aber in deiner... Du warst irgendwie offen. Du wolltest ihn kennenlernen. Du hattest so einen Drive, einen inneren, um ihn kennenzulernen. Was rätst du vielleicht Menschen, die jetzt auch kopflastig sind und irgendwie so die Frage, die sich mir stellt, so ein bisschen... ich möchte Gott kennenlernen, aber irgendwie, etwas steht irgendwie noch dazwischen in meinem Verstand. Was würdest du diesen Menschen raten? Also das Schöne ist, dass du deinen Verstand nicht ausschalten musst im Christentum, das ist schon mal sehr gut. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe parallel mich mit dem Kopf her mit dem Glauben beschäftigt. Zum Beispiel hätte es mir nicht gereicht, wenn jemand sagen könnte, ja, Jesus hat so grob gelebt. Hätte mir zum Beispiel nicht gereicht, um mein Herz zu öffnen. Mein Verstand musste an einen gewissen Punkt kommen, damit das Herz sich öffnen kann. Also habe ich so Bücher gelesen wie Glaube im Kreuzverhör. Ist ein Journalist, der wollte eigentlich beweisen, dass es Jesus nicht gibt und hat dann lauter Sachen untersucht. Ist Jesus wirklich auferstanden? Welche Theorien gibt es über die Auferstehung? Was ist dort passiert? War es eine historische Person? Welche Quellen gibt es? Wie sicher wissen wir, dass er was über sich gesagt hat? Und so weiter und so weiter. Das habe ich alles durchgelesen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du musst dein Hirn überhaupt nicht ausschalten. Jesus ist die bestbewiesenste historische Person der Weltgeschichte. Alles, was über ihn gesagt wird, ist so gut datiert. Aber ob er jetzt wirklich auferstanden ist oder nicht, ist am Ende vom Tag eine Glaubenssache. Und das hat mir geholfen. Deswegen würde ich sagen, setz dich damit auseinander, schau dir die Sachen an. Aber dann gibt es einen entscheidenden Punkt. Dein Verstand wird nie Gott fassen können, weil sonst wäre es nicht Gott. Jeden Gott, den dein Verstand fassen kann, ist entweder eine Götze oder eine Religion. Den lebendigen Gott, der wird alles immer sprengen und größer sein. Das heißt, es ist ein gewagtes Gebet. Gott sagt, wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Und das Gebet heißt einfach, okay, Herr, zeig du dich meinem Herzen so, dass ich es verstehe. Dein Gottesbeweis muss nicht meiner sein. Er kann mich zwar ermutigen, aber er bringt mir nichts. Er ermutigt mich selber zu suchen. Aber Gott wirkt dann so, dass du in deinem Herzen deinen eigenen Gottesbeweis hast. Wow. Nehmen wir uns mal mit nach diesem Jahr, als du dann dein Leben Jesus gabst. Wie war es dann? Also was waren die nächsten Schritte? Also die ersten Schritte waren einfach, ich habe den lebendigen Glauben dann kennengelernt und das war für mich unfassbar. Ich habe die Bibel gelesen selber und dachte mir, krass, was da alles drinsteht. Und was ich bis jetzt in der Kirche gehört habe, hat oft gar nicht zu dem gepasst, was Jesus eigentlich gesagt hat. Ich war nonstop eigentlich schockiert oder überrascht. Oder teilweise überwältigt, was Jesus mir da sagt, was er da zeigt. Das heißt, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe sie seitdem einfach schon mehrmals in meinem Leben durchgelesen und erlebt, wie Gott dadurch redet. Und das Zweite, was sofort der Wunsch war, ist, dass meine Freunde das erleben, weil mein Freundeskreis war logischerweise komplett atheistisch. Ich hatte ja nicht einen Christ als Freund. Ich hatte gar keinen Christ als Freund. Jetzt in der Jüngerschaftsschule habe ich neue Freunde gewonnen. Aber mein ganzer Freundeskreis ist total atheistisch. Also hatte ich den Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen. Also habe ich angefangen zu beten und mich Gott zur Verfügung zu stellen. Ich hieß dann in meinem Freundeskreis nur noch der Missionar, weil alle das so lustig fanden, dass der Ex-Punk mittlerweile jetzt auf Jesus unterwegs ist, so ungefähr. Genau, das war der Wunsch. Also habe ich dann angefangen, mit Freunden so ein Jugendevent zu starten in der Tiefgarage. Das war immer eine Party in der Tiefgarage. Dann habe ich eine Late-Night-Show gemacht. Das war damals so Late-Night-Shows. Ja. Teilweise jetzt noch ein bisschen. Haben so eine Late-Night-Show gemacht und dann immer einen kurzen evangelistischen Impuls. Letztens habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der hat durch Jesus kennengelernt. Wirklich? Ja. Das heißt, der Versuch war, irgendwie neue Wege zu finden. Und gleichzeitig war so der Gedanke, gut, jetzt ist man Christ, man geht wahrscheinlich in die Mission, das dachte ich halt so. Und dann bin ich mehrmals für einen Monat einfach irgendwo in die Mission gegangen, nach Sri Lanka oder in solche Länder, wo die geistige Dimension auch sehr intensiv ist. Hast du da was Krasses erlebt? Oder? Ja, viel. Kannst du das mit uns teilen? Also ich bin zum Beispiel einmal hin, weil da war ich mit dem Björn, der heutige Pastor von ICF Frankfurt, das ist seine Frau.
Und meine Frau sind Cousinen. Das heißt, und der Björn und ich, wir kannten uns schon davor. Wir haben zusammen Zivildienst gemacht, kurz versetzt. Und wir haben immer sonntags abends haben wir uns getroffen, um auf Gott zu hören. Weil wir hatten keinen, der uns beibringt, wie man auf Gott hört. Also haben wir irgendwelche Podcasts angehört und haben es einfach jeden Sonntagabend 2 Stunden Worship gemacht und auf Gott gehört. Und egal was kam, wir haben es einfach gemacht. Also wenn zum Beispiel der Gedanke kam, Müllerstraße 4, Familie Schmidt klingeln. Dann sind wir in die Müllerstraße 4 gefahren und haben geguckt, ob da Familie Schmidt wohnt. Wir haben es einfach immer gemacht. Und da haben wir abgefahrene Dinge erlebt, auch viel Frust, aber auch viel Lust. Und da hatten wir den Gedanken, geht einen Monat nach Sri Lanka zu einer praktischen Bibelschule. Und dann haben wir jemanden kennengelernt, eine Pastorin, zufällig, die hat gesagt, ja kommt, wir machen praktische Bibelschule. Und das ging dann so, wir sind hin, erster Tag, am Vormittag hat sie zur Geist und Dimension gepreacht, Dämonenaustreibung, warum Jesus das gemacht hat. So 2-3 Stunden und dann hat sie gesagt, okay, super, jetzt gehen wir in den Gottesdienst. Und so war das dann immer. Dann sind wir im Gottesdienst, die hat gepredigt, wir dachten halt schön Deutsch, wir sitzen halt in der ersten Reihe und hören zu. Und dann sagt sie am Ende von der Predigt, so, ich habe heute Freunde aus Deutschland da, die sind Spezialisten im Heilung- und Befreiungsdienst. Wieso was? Also wir sind gerade hier, wir haben gerade mal 3 Stunden was darüber gehört. Egal, wer Heilung, Befreiung will, bitte anstellen bei meinen deutschen Freunden. Und der Björn und ich schauen uns so an, also was sollen wir denn jetzt machen? Dann haben wir gedacht, ja Gott sei Dank kennt uns ja hier keiner. Wir machen jetzt einfach mal. So, und dann kam die erste Person und dann haben wir einfach gedacht, der erste Gedanke, der kommt, wie es gesagt hat, wir setzen es um, wir beten einfach. Und dann war zum Beispiel eine Situation, da kam eine Frau mit ihrem Kind, das taubstumm war und wir gleich Heilung wollten wir gleich beten und dachten, ja super, klar, voll motiviert. Und dann kommt sie vorbei und sagt, sie hat den Impuls, dass wie die Bibelstelle ist, wo das eine Kind zu Jesus kommt, die hatte kein Heilungsproblem, die hat ein dämonisches Problem, ihr müsst jetzt anders beten. Wir so, what? Müsst ihr jetzt anders beten? Es war einfach so eine ganz praktische Bibelschule und so war es jeden Tag. Und noch ein Beispiel dann, da kam eine Frau und die hat gesagt, dass ihr Mann seit Jahrzehnten Alkoholiker ist und wir sollten für den Mann beten. Und dann habe ich nur zu Björn auf Deutsch gesagt, du, ich habe den Impuls, dass Jesus heute, wenn die nach Hause kommt, der Mann erkennen wird, dass er eine Sucht hat. Und sagte Björn, sprech es einfach aus, wir sehen die doch nie wieder. Das ist okay. Okay, dann habe ich es gemacht und dann die Woche später ist die dummerweise mit uns, die Pastoren, wieder in die gleiche Kirche gegangen. Oh. Und hat dann gesagt, ja, wir waren ja letzte Woche hier mit unseren 3 Freunden hier aus Deutschland, gibt es Zeugnisse? Und dann steht die Frau auf mit dem Alkoholiker und ich dachte mir, oh, jetzt sagt die 3 Ottos aus Deutschland, die haben gesagt, das ist, und mein Mann ist immer noch, dann geht die vor, weint und sagt, mein Mann hat seit Jahrzehnten ein Alkoholproblem, diese Männer haben wir gebetet, und haben gesagt, wenn ich nach Hause komme, wird Jesus ihm gezeigt, er ein Problem hat. Er hat gesagt, er hat ein Problem. Er hat gesagt, er braucht Hilfe. Er ist schon die ersten Schritte gegangen und es ist das größte Wunder ihres Lebens. Wow. Und so ist das. Wow. So ist das dann so, ich sag mal, nonstop gewesen. Wir haben die Bibel gefressen, geistige Dimension. Und dann in so Ländern kannst du die geistige Dimension auch schnell erleben, weil da hast du dann ja alles Mögliche. Teufelsanbetung, Teufelstanz, alles Mögliche. Hey, das ist so krass, das ist wirklich, da kommt mir dieser Vers in den Sinn, dass Gott seine Kinder vom Reich des Todes oder vom Schatten, von der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt. Ja. Und das scheint mir bei dir genau das gewesen zu sein in diesem Jahr, einfach von einem Extrem. Ja, es war der Hunger einfach. Wir haben dann einfach gesucht. Ja. Ich bin dankbar in der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin und es gab aber auch einige Dinge, die es dort nicht gab. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel zufällig, musste ich was aufräumen da in der Kirche und dann habe ich ganz alte Kassetten von Derek Prince gefunden, so ein Bibellehrer aus England. Ich finde ihn total nach wie vor einer der besten, die es gab. Und wir so, oh krass, Dämonologie 1, geistige Dimension 1, Heilung in 3 Schritten und so. Und die haben wir uns alle reingepfiffen, alles rausgeschrieben, alle Bibelstellen gelesen und dann einfach ausprobiert. Aber wir hatten aber niemanden, der uns da anleitet, deswegen war es auch ein bisschen grenzwertig. Zum Beispiel einer unserer Freunde, mit dem der ist dann dazugekommen, sonntagsabends zum Gebet, haben wir gesagt, Sebastian, komm mal her, wir üben jetzt mal Dämonen austreiben mit dir. War sehr lustig. Ja. Er hat dann auch manifestiert und wir fanden das dummerweise so lustig, dass wir nicht weiterbeten konnten. Also war alles ein bisschen grenzwertig. Aber wir haben, unterm Strich haben wir gelernt, dass Jesus Kraft hat und Leute heilt und befreit. Das ist schon krass, aber ich finde das so inspirierend, weil du bist ein Kopfmensch. Ja. Das ist ja komplett eine andere Welt. Ja. Absolut. Also absolut. Ich habe dann halt eine Entscheidung getroffen, die interessanterweise ich jetzt gelernt habe, dass wie heißt der große, hier ist gerade ein bisschen müde, wie hieß der Evangelist in Amerika, der schon tot ist, der so viele Leute zu Jesus geführt hat? Billy Graham. Billy Graham, ja. Genau. In seiner Biografie habe ich gehört, dass er an einem entscheidenden Punkt war und ich merke, das ist ein ähnlicher Punkt bei mir gewesen.
Er hat gemerkt, dass seine Freunde um ihn herum in der Theologie sehr liberal geworden sind und angefangen haben, das Wort Gottes überall zu hinterfragen und davon wegzugehen. Und er hatte auch viele Zweifel und dann hat er so einen heiligen Moment gehabt, wo der Heilige Geist ihn fragt, ordnest du dein Leben dem Wort Gottes unter Ja oder Nein und nimmst du das als Richtschnur? Und dann hat er das gemacht und er hat gesagt, alles, was in seinem Leben seitdem gekommen ist, ist durch diese Entscheidung. Und diese Entscheidung habe ich als Kopfmensch getroffen. Ich habe gesagt, okay, es ist dein Wort, ich unterordne mich dir. Und wenn du mir Dinge dadurch zeigst, werde ich sie anfangen auszuprobieren und umzusetzen. Und das ist bis heute so. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich bemerke in meinem Umfeld. So, dass viele Menschen, viele Christen entscheiden mal, ob es Gott gibt oder nicht. Dann entscheiden sie, wer Jesus ist er Gottes Sohn oder nicht, ist er Gott im Fleisch und Blut oder nicht. Aber sehr selten entscheiden sie sich, was die Bibel ist für sie. Und das ist das, was du eigentlich getroffen hast. Ich finde, das ist der entscheidendste Schlüssel für nachhaltige Veränderung im Leben. Was bedeutet für dich, die Bibel ist Gottes Wort? Ja, also es bedeutet für mich als allererstes, es ist eine Herzenshaltung und die hat damit zu tun, wie ich die Bibel lese. Ich lese sie, natürlich hat Gott Menschen benutzt, natürlich hat er Menschen inspiriert. Das ist an sich schon ein Wunder, wie er durch all diese 66 Bücher, durch all diese Autoren durch einen roten Faden erzeugt hat. Es gibt zum Beispiel so eine Grafik, die zeigt die Querverbindungen zwischen Bibelstellen. Das sind Zehntausende Verbindungen. Das ist unfassbar. Selbst wenn du das heute planen würdest mit ChatGPT, das wäre schon krass. Aber dass über so viele Jahrhunderte einfach überall Verbindungen sind und Verweise sind und es aufeinander aufbaut, das ist natürlich schon mal gewaltig. Und natürlich hat es was damit zu tun, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Es gibt Dinge, die sind in der Bibel bildlich gemeint. Jemand sagt immer, ja, nimmst du die Bibel wörtlich? Ja, ich nehme das wörtlich, was wörtlich gemeint ist und das, was nicht wörtlich gemeint ist, nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann stelle ich mir nicht mit einem Türgriff vor. Ja, genau. Dann denke ich nicht, wenn ich in der Ewigkeit bin, da steht so eine Tür vor mir und der Türgriff sagt, hallo, ich bin Jesus. Also das ist ja eine Metapher. Also nimmst du die Bibel wörtlich? Ich nehme sie dann wörtlich, wenn sie wörtlich gemeint ist. Ja. Zum Beispiel, Jesus ging auf dem Wasser. Der ist auf dem Wasser gegangen. Ja, das nehme ich dann so. Und es hat was damit zu tun, dass die Bibel sagt, die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert und du brauchst den Heiligen Geist, dass er sich wieder lebendig wird. Und der Buchstabe an sich ist tot. Was heißt es? Wenn ich es einfach nur lese und Regel habe, dann funktioniert das nicht. Wenn ich sage, ich habe dieses Privileg, mit dem Autor zu reden. Du hast hier zum Beispiel eines meiner Bücher da. Du kannst es einfach lesen, aber du könntest auch jetzt, wenn ich als Autor neben dir sitzen würde, theoretisch mich immer fragen. Ja. Und wenn du jetzt mein Herz kennen würdest, würdest du auch schneller verstehen, was ich gemeint habe. Und das ist beim Bibellesen für mich was Interessantes. Und deswegen lese ich sehr staunend die Bibel. Ich sage nicht, wenn ich etwas nicht verstehe, so ein Schwachsinn, sondern ich sage, Gott, fang mir an, Dinge zu zeigen, wie du sie siehst und was dahinter steckt. Und da gibt es viele Schätze zu entdecken. Ich würde sagen, es ist eher eine jüdische Art, die Bibel zu lesen. Ja. Also du bist vom Punk zum Dämonenaustreiber geworden. Ja. Und dann hast du in diesem Jahr die Frauke kennengelernt. Ja. Nimm uns in eure Dating-Story mit. Ja, die war natürlich auch wild, weil ich kam ja aus einer komplett atheistischen Art, die Beziehung zu leben. Sie hatte eine Heilung mit 16 erlebt. Ihr war auch klar, dass Jesus da ist, hat aber auch aufgrund dessen, dass sie leider nie eine Jugend hatte, wo sie den Glauben hatte, sondern die Eltern haben Glauben gelebt. Gott war es für sie klar, aber ihr Lifestyle war auch nicht von Jüngerschaft geprägt, gar nicht. Das heißt, wir haben uns kennengelernt und für uns war das ein guter Schutz, dass wir in diesem Jüngerschaftsjahr musste man sich committen, keine Beziehung einzugehen. Krasse Regel, gell? Für uns war es gut, weil wir uns erstmal kennenlernen mussten. Ohne diese Grenzpfosten hätte ich ja die Beziehung so gestartet, wie man sie halt startet als Atheist oder sie auch. Das heißt, wir haben uns dort dummerweise oder schönerweise auf den ersten Blick verliebt. Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann haben wir uns halt mitgekriegt, wie in diesen 10 Männer, 10 Frauen, man hat es mitgekriegt in der Arbeit, in der Freizeit, unter Druck, nicht unter Druck, mit dem gleichen Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht. Das war natürlich ein intensives Kennenlernen auch, was sehr krass war. Und für die Frauke war das relativ schnell klar, ich bin der Richtige für ihr Leben. Ich war aber so geprägt, dass ich gedacht habe, also aufgrund der Eheerfahrung meiner Eltern und all meiner Freunde, dachte ich, heirate mit 19, habe ich gedacht, frühestens mit 30, weil ich dachte, das Leben vorbei. So denkt man halt mit 19. Ja. Ich kann alle beruhigen, es ist nicht so. Das Leben wird besser. Aber das habe ich gedacht. Ja. Und die Frauke dachte so, Jesus, krass, also wenn der erst mit 30 heiraten will, ich würde ihn eigentlich am liebsten jetzt möglichst schnell heiraten. Und dann hat sie was gemacht, was man nicht machen sollte. Nämlich, aber Gott nutzt alles. Sie hat einfach gesagt, okay Gott,
redet zu mir und dann hat sie einfach die Bibel genommen und einfach so geblättert und dann einfach random den Finger reingemacht. So. Und dann, was krass war, also bei all den Versen, die kommen können, also random einfach laufen lassen und irgendwann zack den Finger rein, ist sie direkt auf den Vers gekommen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wow. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Und was sollte man nicht machen? Heiratsprophetien aussprechen. Die ist danach direkt zu mir gekommen und hat gesagt, Tobi, ich habe Gott gefragt, so. Und Gott hat gesagt, dass wir heiraten. Da habe ich gesagt, es ist schön, dass Gott es gesagt hat. Mir hat das nicht gesagt. Ich heirate mit 30. Ja. Und Bitte nicht nachmachen. Ja, nicht nachmachen. Das ist nicht die beste Variante. Aber Gott nutzt alles. Ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Also ich musste wirklich dann die Bibel lesen und mit Leuten beschäftigen, was hat Gott für einen Plan mit einem Mann, mit einer Frau, mit Ehe, weil ich kannte nur Ehe, Hölle, ehrlich gesagt. Was hat Gott für einen Plan mit Familie? Ich wollte keine Kinder. Und das hat mich sehr nachhaltig verändert. Ich hatte dort einen Mann in der Kirche, wo ich war, und der hat sich viel Zeit genommen und mir die Bibel gelesen, wo ich ihm sehr dankbar bin, und hat mir lauter Dinge erklärt über Ehe, Beziehungen. Und dann habe ich gemerkt, wie das Wort Gottes mich da verändert hat, und ich mir das vorstellen konnte. Deswegen war das dann relativ schnell eigentlich, dass wir mit 22 dann geheiratet haben. Mit 22? Ja. Weil ich gemerkt habe, es gibt so viele gute Pläne und das ist bis heute so. Ich entdecke immer neue Dinge, die Gott vorhat als Ehepaar, Mann, Frau. Ich entdecke so viele Sachen, dass wir einmal ja eine Ehekonferenz brauchen, eine More Experience, um es überhaupt mal zu verarbeiten, was man so alles entdeckt sozusagen. Sprich mal zu den Menschen, die vielleicht schon seit 1-2 Jahren in einer Beziehung sind und sie merken so langsam, eigentlich wäre so der nächste Schritt dran, aber irgendetwas hält mich zurück, vielleicht irgendwie ein Unfrieden. Ja. Was mache ich? Also das Erste ist, in den meisten Fällen gibt es einen konkreten Punkt für den Unfrieden. Entweder weißt du ihn schon oder du musst ihn rausfinden. Was dir nicht hilft, ist einfach die Fuß stehen bleiben und sagen, ja, irgendwie ist nicht rund. Was ist das irgendwie? Es hilft natürlich, darüber nachzudenken. Es hilft natürlich, je nachdem, in welchen Beziehungen du bist, in Freundschaften sich Feedback zu holen. Es hilft natürlich auch als junges Paar, sich eine Kultur zu bauen, die langfristig hält. Das heißt, dass sich ein Ehepaar suchen, das zum Beispiel mit Gott unterwegs ist und schon länger da unterwegs ist und gemeinsam mit ihnen mal an Themen rangehen und einfach abklopfen, was sind das denn für Punkte? Und dann überlegen, die wirklich aufschreiben, auch wenn es unangenehm ist, erstmal für sich alleine, weil es kann auch was sein, was mich am Partner total stört. Das muss man ihm nicht sofort sagen. Aber es können auch innerliche Punkte sein. Und dann überlegen, was davon ist jetzt göttliche Wahrheit und was ist eine Lüge und was ist ein konkretes Ding, das ich angehen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt irgendwie so ein klassisches Beispiel. Der Mann sagt, ich will keine Kinder haben. Okay? Die Frau sagt, ich schon. Irgendwie habe ich so ein unrundes Gefühl. Ja, es gibt nicht irgendwie, du hast ein ganz praktisches unrundes Gefühl. Der sagt, er will keine Kinder haben. Du willst Kinder haben und wenn ihr das jetzt nicht löst, habt ihr ein fettes Problem. Ihr müsst das lösen. Wenn nicht, das ist Dauerstreit. Thema, was soll denn durch die Heirat ändern? Ja. Dann bist du einfach unglücklich. Das heißt, es ist eigentlich was Konkretes, was wir einfach anschauen müssen und auch angehen müssen und auch zeitlich begrenzt angehen müssen, weil ich warte jetzt nicht 10 Jahre, ob du dann sagst, ich will doch ein Kind, sondern daran würde ich jetzt ablesen, ob ich den Mann überhaupt heiraten will. Was hat er für eine Einstellung, was hat er für ein Herz? Ist ihm eigentlich wichtig, was Gott so sagt? Ist ihm eigentlich scheißegal. Er will einfach keine Kinder. Okay, Gott ist gar nicht sein Chef. Will ich mit jemandem leben, wo Gott nicht der Chef ist? Nein. Also man kommt doch schneller an Punkte ran, wenn man da sehr ehrlich hinschaut, als man denkt. Und natürlich Gott fragen. Und dann gibt es Dinge in der Beziehung, die werden so hochgehypt, die sind total unwichtig. Zum Beispiel deine Hobbys. Ich bin jetzt seit 25 Jahren verheiratet. Meine Hobbys haben sich 3-mal geändert in den letzten 25 Jahren. Meine Frau töpfert gerne jetzt. Und jetzt? Also... Geht trotzdem. Wir waren trotzdem zusammen töpfern, war ein Erlebnis. War echt ein Erlebnis. Es gibt lustige Fotos davon. Also Hobbys sind zum Beispiel überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, ich sage immer, die Bibel redet davon, dass Mann und Frau sich gegenseitig unterordnen sollen. Es wird oft die Mannseite genommen, das stimmt, weil Gott das betont immer die Dinge, die runterfallen und der Mann ist der sie am ehesten rausdrückt. Aber sollen sich gegenseitig unterordnen. Also müsste ich mir das Leadership von dieser Person angucken, weil ich ordne mich unter. Wem ordne ich unter? Ich ordne mich am Endeffekt nicht dem Tim unter, sondern dem Christus im Tim. Wow. Weil wenn der nicht da ist, ordne nämlich ich einem Menschen unter, wo ich sage, der hat Fehler und Schwächen und alles Mögliche. Ja.
Also hat es viel mehr zu tun, wie ehrlich lebe ich den Glauben, wie lebendig lebe ich ihn. Ist Gott wirklich mein Chef? Bin ich gehorsam, wenn er was sagt? Kann ich mit Gottes Hilfe Sachen angehen? Das sind die Erfolgsfaktoren. Und nicht, ob ich jetzt das gleiche Hobby habe oder jederzeit Kribbeln im Bauch habe, weil die Gefühle können immer wieder aktiviert werden, aber die Grundsatzentscheidungen, die sind wichtig. Die sind wichtig. Was würdest du zu jemandem sagen, der oder die sich schon lange einen Partner wünscht, vielleicht noch nie eine Beziehung gehabt hat oder vielleicht eine schon gehabt hat, aber wieder zerbrochen ist und mit der Angst zu kämpfen hat, ich werde nie jemanden finden? Was würdest du so jemandem raten? Das eine würde ich sagen, das Schöne ist, dass Gott den Schmerz teilt. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja. Das heißt, es ist nicht moralisch, sondern es ist einfach ein Schmerz, den Gott auch teilt. Und es ist eine Spannung. Jesus war glücklicher Single. Paulus war glücklicher Single. Also offensichtlich hat Jesus sogar das besonders betont, wieder, wo man nicht so rechnet. Er hätte ja auch eine Frau haben können. Aber er hat einfach betont, dass das möglich ist. Und ich würde sagen, ich würde die ganzen Themen in meinem Leben nicht deswegen angehen, weil ich einen Partner möchte, sondern weil ich Jesus ähnlicher werden möchte. Was heißt das? Wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, möchte ich beziehungsfähiger werden. Ja. Weil Jesus ist beziehungsfähiger. Also möchte ich in Freundschaften, in meiner Small Group, mit dem gleichen Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht, möchte ich lernen, beziehungsfähiger zu werden. Aber nicht, um dann einen Partner zu bekommen, sondern weil es mein Auftrag ist. Zum Beispiel Kommunikation. Und es gibt bei uns ein Single-Team, die nehmen zum Beispiel die Amore Experience Inputs und überlegen, was sind die Prinzipien dahinter, zum Beispiel kommunizieren. Und wie lerne ich jetzt kommunizieren? Mann, Frau, gleich schlecht. Warum? Ich will Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und dann gibt es aber die Frage, ich würde mir Feedback einholen. Weil der eine muss hören, werd mal aktiv. Der andere muss ja hören, sei nicht so aktivistisch. Also wenn ich nur zu Hause sitze und bete, aber nie jemanden kennenlerne, wird schwierig. Wenn ich nur rumlaufe in ein schwarzes Loch und alles einsauge, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und das Single ist, auch schwierig. Ich würde sagen, es ist so eine Spannung. Und das im Gebet und mit Freunden angucken, sich Feedback holen und dann zum Beispiel sagen, im nächsten Jahr, was ist aus dem Gebet raus mein Step? Vielleicht Sunday Night Camp gehen oder vielleicht Camps gehen, wo man sagt, das sind auch wahrscheinlich viele Singles oder mein Step ist jetzt aus ICF-Sprache, Sunday Night sind bei uns viele junge Leute. Ich gehe bewusst aufs Hangout, arbeite bewusst mit, aber ich hole mir es von Gott ab und sage, wo möchtest du mich benutzen und wie möchte ich das lernen, dort reinzuwachsen. Und dann natürlich die Themen, die mich hindern, beziehungsfähig zu sein, anzugehen. Ich mache ein Beispiel. Beziehungskiller Nummer 1 laut Statistik ist Pornografie. Das sorgt dafür, dass ich isoliert werde in der Beziehung, wenn ich sie lebe, aber auch sonst. Sollte ich jetzt frei werden von Pornografie, damit ich einen Partner gebe? Nee, ich sollte frei werden, damit ich frei bin. Ja. Amen. Und dann kann ich auch mich auf jemand anderes einlassen. Deswegen ist natürlich sehr nach, wo du drin stehst, Gott sieht den Schmerz, er teilt ihn mit dir. Gleichzeitig hat er für dich Antworten, wie es vorwärts geht. Und deswegen ist das so eine Spannung, in der man drin ist. Ich habe mal eine Predigt gehalten, warum Jesus Single war. Da kommen sehr viele Punkte drin, die vielleicht helfen können. Unbedingt, also geht rüber auf den YouTube-Channel vom ICF München, da findet ihr sie. Wie heißt sie? Weißt du das noch? Ich glaube, warum Jesus Single war. Warum Jesus Single war. Aber wenn man Single Jesus, dann findet man das. Unbedingt, geht da hin und schaut euch das an. Das hilft sicher unglaublich. Hast du das Gefühl, man sollte frei von Pornografie sein, bevor man in eine Beziehung geht? In einer perfekten Welt ja, in der Realität wäre schön, aber die Realität ist ja, dass es eine Sucht ist. Das heißt, ich muss ja mit einem Weg finden, aus der Sucht rauszukommen. Und der erste Weg ist schon mal, dass ich es nicht bagatellisiere, sondern ähnlich wie dieser Alkoholiker aus Sri Lanka, der sagt, ich habe ein Problem. Und dann Wege, und das sind viel mehr Jüngerschaftswege als 2, 3 Befreiungswege, weil es gibt ja Gründe, warum ich Pornografie konsumiere und die haben nichts mit Sexualität zu tun, die haben was damit zu tun, zum Beispiel mit guten, schlechten Gefühlen umzugehen, vielleicht durch traumatisierte Erlebnisse, lauter Themen. Und da gibt es unsere Kirche Get Free Angebote, die helfen dir wirklich dort vorwärts zu gehen und an die Wurzel zu gehen. Es ist grundsätzlich natürlich eine sehr zerstörerische Sucht, wie jede Sucht, aber die ist besonders zerstörerisch, weil sie, wenn du in einer Partnerschaft bist, immer, sagt ja Jesus auch bereits, der Blick ist Ehebruch, immer das Thema Ehebruch dauerhaft zerstörerisch in deine Beziehung bringt. Ja. Und das ist dann nicht nur für den Mann herausfordernd, sondern vielmehr noch für die Frau. Und für beide ist es eine unfassbare Identitätsfrage.
Also für die Frau, die muss dann tief mit Christus beantworten, selbst wenn der Mann noch unfrei ist, bin ich schön, bin ich geliebt, bin ich begehrenswert, auch wenn mein Mann gerade was anderes macht. Und der Mann muss auch, also es sind viel mehr Themen. Deswegen, mit Gottes Hilfe ist alles möglich, aber das Wichtigste ist eigentlich, wenn man sich auf die Ehe vorbereitet, ist, Gottes Hilfe zu verstehen. Grundsätzlich, wie hilft Gott, wie redet Gott, wie heilt Gott, wie macht er Wiederherstellung, wie gehe ich Jüngerschaftswege, wie finde ich mit dem Wort Gottes Antworten, wie nehme ich jemand mit rein, wie gehe ich ans Kreuz, wie tausche ich die Sünde. Das sind alles Themen, egal welche Herausforderungen du hast, die dir helfen, weil Herausforderungen wirst du immer haben. Ja. Du bist 22, du heiratest. Ja. Bist du da schon Pastor? Nein. Wie kam es dazu, dass du Pastor wurdest? Also ich bin dann Lehrer erstmal geworden. Merkt man? Ja, merkt man. Und es war auch so ein bisschen die Art des Christentums, ich dachte ich schon, es gibt schon christlichere und nicht so christliche Berufe. Also soziale Berufe sind jetzt eher christlich, in meiner Vorstellung damals. Erst eine Firma gründen, kannst du schon machen, aber eigentlich, genau. Deswegen ist es auch nicht falsch. Ich würde mal sagen, mit meiner heutigen Perspektive hätte ich wahrscheinlich was anderes studiert und hätte auch was anderes gemacht, aber das war auch nicht falsch. Ich habe auch gerne als Lehrer gearbeitet. Und Pastor geworden, muss man natürlich versuchen, die absolute Kurzzusammenfassung machen. Das Lustige war, wir waren in Flitterwochen und da habe ich Bibel gelesen am Strand und da habe ich 1. Timotheus gelesen und da steht drin, dass Paulus zu Timotheus redet und sagt, sag nicht, du bist zu jung, nimm die Gabe ernst, die in dich reingelegt wurde durch Handauflegung, predige das Wort Gottes, sei treu darüber und du wirst Menschen retten und so weiter. Super Stelle. Und das habe ich gelesen, es war für mich so, wie wenn Jesus direkt mit mir redet. Nicht Paulus zu Timotheus, sondern Jesus mit mir. Da bin ich, weiß ich noch, in unser Honeymoon-Zimmer gekommen und habe gesagt, Schatz, ich hatte gerade einen Berufungsmoment, ich glaube, ich soll Pastor werden. Und dann hat sie mich nur angeguckt und gelacht, ja, was soll ich jetzt sagen? Also, wir sind ja schon verheiratet, die Nummer ist ja jetzt durch, ich habe keine Wahl jetzt mehr. Also hätte Jesus vor 3 Tagen sagen können, hätte ich noch Nein sagen können. Aber wir wussten eigentlich gar nicht, was das heißt. So, und dann viele Jahre später hat uns ein Freund, der gesagt, wo wir immer wieder so erzählt haben, was wir so einen Traum haben, für unsere Freunde und Kirche. Und ich kannte nur die Kirche, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ich kannte gar nichts. Ich kannte kein FEG, ich kannte nichts Internationales, ich kannte nicht mal Baptistengemeinde. Ich wusste gar nichts. Ich wusste einfach da, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und dann hat er gesagt, komm mal mit nach Zürich. Vielleicht ist es sowas, von dem du immer redest, was so in dir drin ist. Und dann sind wir ins ISF Zürich gefahren damals. Wann war das? Es war alte Börse, das war gefühlt 1964, aber ich weiß, das ist schon lange her. Schon in den Anfängen? Ja, die alte Börse war das noch. Und da hat dann der Leo so ein Vision Time gemacht und da konntest du Fragen stellen. Also bin ich weggefahren, habe gedacht, irgendwas ist da falsch. Da sind so viele junge Leute, die leidenschaftlich mit Jesus gehen, die so klar mit dem Wort Gottes gehen, die könnten meine Freunde sein, das kann nicht stimmen. Irgendwas machen die falsch. Ist falsch. So ein bisschen deutsche Mentalität. Das hat uns aber nicht losgelassen und dann hat unser Jugendleiter damals, warum auch immer, den Leo eingeladen auf einen Mitarbeiterweekend. Und der Leo hat zugesagt, der hat später uns erzählt, dass er parallel eine Einladung hatte, vor ein paar tausend Leuten um ein Jugendevent zu predigen oder mit 60 Mitarbeitern ein ganzes Wochenende in so einem Kaff verbringen. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich würde dazu eigentlich nie zusagen, weil du weißt nicht, was ist das, was sind das für Menschen, was machst du da ein ganzes Wochenende. Aber er hat den Impuls gehabt, er wird 2 Paare kennenlernen und die werden eine Kirche gründen und deswegen soll er da hingehen. Und dann ist er gekommen und ich hatte vorher Träume und Visionen, ich wusste nicht, dass das gibt. Ich habe immer wieder so Träume und Visionen gehabt und dann habe ich den Leo direkt nach der Predigt angesprochen und habe gesagt, Leo, ich habe den Traum immer wieder, eine Vision, eine Kirche zu gründen, ich weiß nicht, ob es von Gott ist, wie kriege ich es raus? Und dann hat der Leo sofort gesagt, ich meine, im heutigen Perspektive klar, weil er den Impuls hatte, die 2 Paare, die vor ihm standen, waren Björn und Simone Schäfer, Pastor von ISF Frankfurt und Frauke und Tobias Teichen, heute Pastor von München. Die standen vor ihm und haben es gefragt, dann hat er gesagt, das weiß er auch nicht, ob das Gottes Wille ist, aber er wird einfach mal losgehen und er lädt uns 3 Monate ein nach Zürich, er zahlt uns alles und wir können bei ihm im Keller wohnen. Ich habe ihn noch nie gesehen, den Leo. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, die Tür ist jetzt schon recht offen. Genau, und dann sind wir dorthin, 3 Monate. Im Keller von Leo. Im Keller von Leo gelebt. Und das wäre nochmal eine Geschichte für sich, jetzt für einen weiteren Podcast. Vielleicht in Kurzfassung, was passiert in diesen 3 Monaten? Was hast du gemacht? Ja, es war wie so ein Praktikum, verschiedene Bereiche.
Ich muss sagen, was uns am meisten verändert hat, ist in der Familie Bigger zu leben, weil ich bis dato keine Familie kannte, die den Glauben so im Alltag lebt wie sie. Versorgung ganz praktisch, egal was. Wir haben jeden Tag Wunder erlebt in dieser Familie, jeden Tag. Ich habe dann gehört, was er sonntags gepredigt hat und ich habe gedacht, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, würde ich es ihm jetzt fast nicht glauben, was er jetzt erzählt. Haben das erlebt und haben einfach dort Kirche kennengelernt, haben unsere Visionen angefangen aufzuschreiben, haben uns getraut, das mal niederzuschreiben. Waren zum ersten Mal im Setting, wo Leute gesagt haben, wenn du große Visionen hast, bist du demütig, weil du brauchst Gott und nicht stolz. Ich kannte immer nur, du bist stolz, wenn du große Visionen hast. Da hat das Team immer gesagt, wenn du Visionen hast, die dich auf die Knie bringen, weil sie deine Gabe überschreiten, dann bist du demütig. Wir haben es aufgeschrieben. Und die Kurzfassung ist, wir haben dann gedacht, wir haben dann Namen aufgeschrieben und gesagt, okay Gott, wenn du die 6 Namen berufst, ohne dass wir sie fragen, dann fangen wir eine Kirche an. Weil eigentlich wollte ich gar keine Kirche anfangen, ich wollte, dass es irgendjemand macht. Ich hätte dann schon mitgemacht. Und dann das wären Geschichten für sich, aber Gott hat dann abgefahrenerweise die Leute berufen, teilweise Atheisten berufen, Kirche mit uns zu bauen. Und dann haben wir einfach zu 7 angefangen, bei uns im Wohnzimmer. In München? In München. War das schon klar von Anfang an, dass hier in München... Das war nicht von Anfang an klar. Wir dachten, wir gehen nach Rostock. Oh Gott. Aber okay, ja. Fast das Gleiche, ja. Ja, wie lange Zeit hast du noch? Ja, wir haben schon Zeit. Du musst da nicht abkürzen. Wir haben gedacht, wir hatten beide einen Traum, unabhängig voneinander, dass wir nach Rostock gehen. Und das ist Nordostdeutschland, das atheistische Bereich, ja, ich weiß nicht, sogar weltweit, also da wohnen so wenig Christen in Nordostdeutschland. Wir dachten, wir gehen dorthin und wie kann ich das zusammenfassen? Ich würde sagen, im Rückspiegel war es so, dass aufgrund der Theologie, die wir hatten, wie wir geprägt wurden von unseren damaligen Leitern, die waren der Meinung, dass Gott keine Kirchengründung in Deutschland braucht und es auch nicht will, weil es gibt schon genug. Das Einzige, was es sein kann, ist im atheistischen Bereich wie Nordostdeutschland. Deswegen in der Theologie, die wir damals hatten, wenn Gott uns gesagt hätte, mach in München eine Kirche, hätten wir gedacht, das ist der Teufel. Das war unsere Theologie. Das war unsere Theologie. Ja. So haben wir es verstanden, so wurden wir geprägt. Also dachten wir, okay, Rostock, okay, da braucht es ja Kirchen, da gibt es ja gar keine Christen so ungefähr. Ja, und dann sind wir losgegangen und es war ein bisschen wie Paulus, der losläuft und die Kirche gründen will und dann hat er einen Traum und im Traum sagt Gott eben, es ist super, dass du Kirchen gründest, aber geh nicht dahin, sondern geh dahin. Und bei uns war das so, dass wirklich die Türen in Rostock alle zugegangen sind. Wir hatten ja damals schon die ersten Leute im Team dabei, unter anderem ein Ehepaar, das vom atheistischen Background Gott einfach berufen hat, mit uns Kirche zu bauen und die hatten sich schon in Rostock beworben. Aber ich habe zum Beispiel keine Stelle dort bekommen, was eigentlich total unwahrscheinlich war. Und dann sind alle Türen zugegangen in Rostock und dann war so ein Moment auf der Konferenz hier in Zürich, hat der Leo so damals noch alle ICFs begrüßen können, das waren nicht so viele. Und dann hat er aus Spaß gesagt, herzlich willkommen ICF FC Bayern München. Weil wir aus München da waren, aber es gab ja gar kein ICF in München und er wusste, dass wir nach Rostock wollen. Und in dem Moment sagt die Frau zu mir, das sind ja wir. Und wir hatten in dem Moment einen Berufungsmoment, das man nicht beschreiben kann. Von jetzt auf gleich eine Liebe zu der Stadt. Bis dahin wollten wir immer weg aus der Stadt. Übernatürliche Liebe zu den Menschen. Wow. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und das war noch so ein absolut krasser Leadership-Nugget. Wir sind danach zum Leo gegangen, haben gesagt, du, ich glaube, wir wollen doch nach München gehen. Und dann hat der Leo erst dann uns gesagt, okay, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Bevor ich auf diese Jugendleitercamp gegangen bin, hatte ich den Gedanken, dass ich 2 Paare kennenlerne, die eine Kirche gründen. Das seid ihr und Schäfers. Ich hatte am Anfang an den Gedanken, dass es München ist. Aber ich wusste, ich muss noch warten, bis ich euch sage. Und dann hat er einfach gewartet, mit Susanna gebetet und dann in dem Moment bestätigt. Und das ist sehr weise. Es gibt manche Impulse, da musst du warten, bis das Herz von deinem Gegenüber an dem Punkt ist, weil sonst du gar nicht ready bist. Dann war es eine mega Bestätigung. Vorher hätte ich es gar nicht nehmen können. Weil, wie gesagt, aber das ist total beruhigend, auch für alle, die zuhören. Gott kommt trotz deines Gottesbildes, trotz deiner Theologie zum Ziel. Wenn du ein offenes Herz hast, das gehorsam ist und losgehst, dann wird er auch unterwegs Dinge anpassen. Hat auch bei den ersten Jüngern gemacht, die damals dachten, der Heilige Geist kann nicht zu den Heiden gehen. Er kommt zum Ziel. Selbst wenn die Theologie so eng ist, kommt er zum Ziel. Und das ist für uns ein Wunder. Und keine Ahnung, ich habe jetzt viele Nachrichten von Rostock bekommen, wo Gott die Podcasts nutzt und dort irgendwie auch Kirche baut. Vielleicht gehen wir auch irgendwann dahin. Aber es war auf jeden Fall dann München bis jetzt. Dann habt ihr zu 7 in München gestartet. Ja. Nimm uns in die ersten Jahre vom ICF München mit. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da irgendwelche krasse Challenges erlebt? Oder?
Ja, damals hatten wir weder eine Coachingstruktur, noch eine Pastorenausbildung, noch eine Leadership-Pipeline, noch eine Jüngerschaftsidee. Wir hatten eigentlich nichts, außer dass wir, ich bin eigentlich damals Pastor geworden. Ich sage es immer ein bisschen frech, wenn du einen Witz erzählen konntest und einigermaßen gut aussehen konntest, wurdest du ICF-Pastor. Es gab kein Assessment, es gab nichts. Ja, mein damaliger Coach hat gesagt, hab Mut, es kommt gut, du kriegst weder Geld noch Coaching, Gott kann sich als groß erweisen. So haben wir angefangen. Wow. Und dann haben wir zu 7 angefangen und haben einfach für unsere Freunde gebetet, gefastet, dass sie Jesus begegnen und haben einfach überlegt, was können wir machen. Damals gab es kein Livestream, damals gab es keine Online-Kirche, es gab einfach nur uns und 2 alte Predigt-CDs, die du Audio hättest abspielen können, das ist wie aus einem anderen Jahrhundert. Also haben wir Partys gemacht, wir haben unsere Leute eingeladen, wir haben dann irgendwann einen Gottesdienst gemacht mit 20 Leuten. Das war aber krass, das heißt, jeder hat im Schnitt 3 Leute mitgebracht. Das ist krass. Ich sage mal, wenn es heute noch so wäre, dann wären wir nächste Woche wären dann 6.000 Leute im Gottesdienst. Und wir wussten einfach, wir brauchen Wunder, weil wir waren Studenten. Wir haben gedacht, wenn wir den Raum mieten, wenn Gott kein Wunder tut, werden wir den Rest vom Monat nur noch trockene Spaghetti essen. Wir wussten ja, was das kostet. Und so haben wir angefangen, einfach Schritt für Schritt. Damals war ICF keine Marke, es war nicht Hype, kein Social Media, sondern einfach deine Freunde, die Jesus nicht kennen, deine Studienkollegen, deine Arbeitskollegen, deine Familie, so mit denen Kirche bauen. Genau, am Anfang wirkt es sehr unspektakulär. Wenn du von 7 auf 20 wächst, wirkt unspektakulär und dann Leute im Glauben begleiten. Weil das ist meine Life-Story. Ich hatte jahrelang nicht jemand, der mich an die Hand nimmt im Glauben. Erst irgendwann hat mich so ein Pastor in München adoptiert und hat mit mir einmal die Woche Bibel gelesen. Aber ich musste irgendwie alles selber rausfinden. Wie redet Gott durch das Sonntagabend-Setting? Lass ich mich eigentlich taufen? Was ist eigentlich die Taufe? Was mit dem Heiligen Geist? Was mit übernatürlichen Dimensionen? Und ich habe mir gedacht, so sollte das, wenn ich die Bibel lese, nicht sein. Als geistiges Baby solltest du nicht rumsuchen, erstmal alles in den Mund stecken und schauen, ob es Gift ist, sondern du solltest eigentlich in Jüngerschaft begleitet werden. Deswegen haben wir von Anfang an die Leute, die Jesus kennengelernt haben, einfach damals hieß das Milchbüchli, an die Hand genommen. Genau, und so haben wir angefangen. Und das ist bis heute so. Bis heute ist das so. Die Kraft der Kirche liegt daran, wie viele Leute sagen, Jesus, du bist mein Chef, ich bin dir gehorsam, ich ordne mich dir unter, darfst meine Gaben, meine Zeit haben und ich möchte, dass meine Freunde Jesus kennenlernen. Wow. Und das ist so die Kraft und am Anfang machst du natürlich alles. Und dann nach und nach. Hast du deine Instrumente auch gebraucht? Das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Du musst es nicht, Leo musste, hat er gesagt am Anfang. Ja, das habe ich nicht gemacht, aber wir haben damals, das war ja dieses eine Paar aus atheistischen Hintergrund, die Jesus kennengelernt haben, die Schäfers und wir und noch ein Schauspieler aus der Schweiz, der gerade da war. Das war so, und dann kam noch eine junge Frau dazu und nach und nach noch weitere, aber das war schon wild. Wie lange bist du schon Pastor jetzt vom ICF München? Ja gut, wenn man diese Zeit mitnimmt, 22 Jahre. Gottesdienste haben wir regelmäßig vor 20 Jahren gestartet. Wolltest du jemals alles hinschmeißen? Ja, regelmäßig. Regelmäßig? Ja. Also Mose ist immer mein Lieblings-Leadership-Lesson, weil wie der rumjammert, wieso er dieses Volk leiten muss und er würde lieber sterben und macht Gott Vorschläge. Also das ist in Leiterschaft eigentlich immer so. Ich glaube, also oft so. Ich würde sagen, es ist gar nicht ein Problem, dass man denkt, ich würde gerne hinschmeißen. Die Frage ist eher, was machst du mit deinem Frust? Ja, also Kirche ist halt intensiv, wenn du so lebst wie wir. Es ist wie eine Familie und auch Familie will man oft mal hinschmeißen. Oder ist in der Sackgasse oder weiß nicht mehr weiter. Und viele schmeißen ja dann leider hin, anstatt sagen, okay Gott, wie kann ich mit deiner Hilfe wieder zueinander finden? Wie können wir aus Sackgassen rauskommen? Wie können wir uns wieder in Liebe abholen? Wie können wir als Paare, als Familie, als Kinder, als Generationen versöhnt leben? Ist der anstrengendere Weg, aber der bessere laut Gott. Und so ist in der Kirche auch. Deswegen die Reflexe, genau wie du es in der Familie hast du in der Kirche auch, besonders wenn so Ungerechtigkeiten passieren und Themen, wo du denkst, oh Mann. Ja. Wie hast du dein Herz geschützt vor Kritik oder wie gehst du mit Kritik grundsätzlich um? Ich meine, du bist so ausgesetzt, deine Predigten werden 1000-mal geklickt und du hörst alles Mögliche auf Social Media, auf YouTube, überall. Wie gehst du damit um? Also ich muss immer an ein Zitat denken, das der Rainer Bonke mal gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du für den Applaus der Menschen offen bist, bist du auch für ihre Buhrufe offen. Beides laut Christus Nachfolge schwierig.
Das heißt, die Buhrufe im Leben von Jesus waren ja sehr laut und er sagt auch, wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht was Besseres sein, sondern du wirst Gegenwind bekommen. Deine Seele wird nach Gerechtigkeit dürsten, sagt es in der Seligpreisung. Das heißt, du wirst sehr viel Ungerechtigkeit erleben. Und Jesus, das Wunder von Jesus ist ja nicht, dass das nicht passiert, sondern wie du dort durchgehst. Und Jesus lebt ja was vor, was krass ist. Er sagt uns lauter Tipps, die wir halt nicht ernst nehmen. Er sagt zum Beispiel, in einem Konflikt solltest du beten, was ist der Balken bei mir und der Splitter beim anderen. Du kannst mal in deine Konflikte durchgehen, wie oft du das schon mal als Reflex in dir hattest. Der Reflex ist immer andersrum. Also der oder die hat einen fetten Balken. Absolut. Ich habe vielleicht einen Splitter. Und diese Grundhaltung zum Beispiel ist das Erste. Das heißt, letztens hat wieder jemand einen Podcast über uns veröffentlicht. Mein erster Reflex ist, ich würde am liebsten auch mal einen Podcast veröffentlichen und alles über die Person erzählen, was ich weiß. Und ich würde gerne mal alle Hintergründe veröffentlichen. Ich habe sogar E-Mail-Verkehr, ich habe sogar Beweise dafür. Ich würde so gerne mal einfach mal zeigen, was da auch andere Perspektiven sind. So. Also, die Person hat einen Balken. Ich habe ja nur einen Splitter. Also das erste Gebet ist, und das ist bei mir, je mehr mich eine Kritik verletzt, desto mehr ist mein Punkt herzeigen mit dem Balken in meinem Leben. Das hat mich auch sehr weit gebracht. Das zweite ist dann, Dinge loslassen und vergeben, aber auch einen Prozess gehen und vor allen Dingen für meine Feinde beten. Die Feinde meiner Seele, die Leute, die mich verletzen, für die regelmäßig beten, ist ein absoluter Schlüssel. Jesus sagt, betet für eure Feinde. Und David sagt, er betet und fastet sogar für seine Feinde. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, weil David sagt, er betet für seine Feinde, als wären es seine Freunde. Und ich mache das sehr praktisch. Also ich werde erst ganz konkret, wenn ich verletzt werde, gehe ich zu Jesus ans Kreuz. Ich bringe den Schuldbrief, der mich belastet. Das ist nicht nur meine Schuld, sondern auch die Schuld der anderen, die mich belastet. Und zwar schwer belastet, laut der Bibel. Ich bringe ihm wirklich alles wie so eine Anklageschrift. Ich bringe ihm ganz konkret, wo ich Unrecht empfinde und wo ich Ungerechtigkeit empfinde. Ich mache es wie so eine innerliche Anklageschrift wie vor Gericht. Und ich sage dann, okay, du bist der gerechte Richter, ich gebe dir diesen Schuldbrief, ich gebe dir diese schwere Last und ich danke dir, dass du sie jetzt nimmst, dass du mir vergibst. Aber ich vergebe jetzt auch, das ist auch ein Schritt. Und dann hilft mir nur folgende Perspektive, dass ich sage, der Richter der Welt nimmt jetzt trotzdem die Person, die beteiligt ist, und schaut für Gerechtigkeit bei der. Ich muss nicht mehr machen. Ich lasse die los. Ich sage einfach, okay Gott, ich vergebe, ich lasse los, ich gebe dir die Anklageschrift, ich gebe dir die Schuldbrief, ich übergebe dir alles. Und ich übergebe jetzt diese Person, die mich verletzt hat, deinem Gericht. Das Gericht Gottes ist keine Drohung, das Gericht Gottes ist befreiend. Deswegen ist genau wie ich unter dem Gericht stehe, steht die Person unter dem Gericht. Das heißt, Gott sorgt für Gerechtigkeit und das hilft meiner Seele loszulassen. Wenn ich nur vergebe, in Anführungsstrichen, aber nicht weiß, dass der Richter für Gerechtigkeit sorgt, dann hat meine Seele so ein Rest-Ungerechtigkeitsgefühl. So, das lasse ich los und dann fange ich an, für die Person zu beten. Wow. Und fange sie an, so biblischen Dinge zu segnen. Und immer, wenn ich mich gerade aufrege, werde ich es drehen in ein Gebet für die Person. Und wenn du das 2-3 Wochen machst, verändert sich dein Herz jedes Mal. Ja. Wow. Das musstest du lernen. Ja, sehr hart lernen. Sehr hart lernen. Mittlerweile geht es recht zügig, am Anfang geht es sehr langsam. Weil man wird ja oft, das hat Leo auch etwas Ähnliches gesagt, dass es immer wieder in einer Kritik gibt es ja irgendwo auch etwas Wahres drin. Manchmal wird man aber auch kritisiert, einfach um kritisiert zu werden. Ja. Meine Frage an dich, du bist ein unglaublich guter Prediger. Was macht aus deiner Sicht eine gute Predigt aus? Eine gute Predigt macht aus, dass du gehorsam gegenüber dem bist, der den Auftrag gibt, als Allerwichtigstes. Das heißt, hast du einen Auftrag oder hast du nur ein Referat? Was ist der Unterschied? Ein Referat kannst du jederzeit halten, das ist ein super Inhalt, ist auch inspirierend, aber es ist keine Botschaft, die du von Gott bekommen hast. Ich sage manchmal hast du auf einem Blatt Papier eine Message, ein Message, aber es ist noch keine Predigt. Es ist nicht dieses, was hat Gott jetzt wirklich da für einen Auftrag. Dann würde ich sagen, dass sie authentisch ist. Ich würde immer sagen, es ist wichtig, dass ich die Person spüre, die diese Predigt hält, dass sie nicht auf eine falsche Art der Lehrer wird. Es gibt viele Lehrer, da finde ich, merke ich die Person gar nicht so tief da drin und dadurch ist es immer so ein bisschen von oben nach unten lehren. Es ist so ein, ich sag dir, wie es geht und bring es dir bei. Ja. Ich verstehe die Bibel so, dass Jesus sagt, es gibt nur einen Lehrer und das ist der Heilige Geist und ich sollte nicht auf einer Position sein, ich oben, du unten, sondern wir sind Brüder auf Augenhöhe und ich gebe dir einen Impuls weiter, der hoffentlich vom Heiligen Geist inspiriert ist
und er sorgt in dir dafür, dass du es mit Gott angehen kannst. Und ich mag Predigen, die natürlich absolut biblisch sind, am Wort Gottes orientiert sind, die in die Tiefe gehen, aber auch lebensnah und praktisch sind. Das ist aber Geschmackssache jetzt natürlich, was ich finde. Und deswegen machen wir so viele kreative Dinge jetzt im ICF, weil wir von Gott so gemacht sind. Das heißt, wir merken uns die Dinge mehr. Wenn du nur redest und ich dich frage, was war letzten Sonntag der Message, dann weißt du es noch grob Abraham. Wenn du eine Veranschaulichung nimmst, funktioniert dein Hirn so, dass du die Botschaft wieder herleiten kannst. Wenn du Geschichten nimmst, die merkst du dir, Zeugnisse merkst du dir. Und das kannst du dann am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag in deinem Leben anwenden, weil du dich überhaupt erinnern kannst an die Lehre. Und das ist so der Gedanke, warum wir es machen. Aber das ist Geschmackssache, das bräuchte man jetzt nicht. Ich glaube, dass Jesus es so gemacht hat, dass er wirklich einen Senfkorn genommen hat, dass er wirklich über die Felder gezeigt hat oder dass er zum Beispiel an dem Ort, wo er die Bergpredigt hält, wenn er über die Stadt auf dem Berg ist, wir auf Israel Camps gehen wir immer an diesen Ort, da gibt es definitiv gegenüber eine einzige römische Stadt und die hat definitiv geleuchtet abends. Also ich gehe davon aus, aber Theorie, dass Jesus nicht so sagt, ihr seid halt eine Stadt auf dem Berg, sondern ich denke, es ist dunkel geworden irgendwann da und er hat dann wahrscheinlich darüber gezeigt. Und von der Position, wo man weiß, dass er diese Predigt gehalten hat, gibt es Magdala, da wurde Salz hergestellt. Ich glaube, dass Jesus wirklich die Umgebung sehr aktiv genommen hat und hat gesagt, ihr seid Salz. Schau mal unten, Magdala, da wird Salz hergestellt. Und jeder wusste, ja, das wird da zur Haltbarkeit von Fischen hergestellt, zu konservieren und so weiter. Okay, was machen wir denn haltbar, was konservieren denn? Und dann geht in dem Bild ganz viel los. Genau, aber das ist natürlich Geschmackssache, ob man das so mag. Ist auch Theorie. Ich finde sie cool, aber ja, kann man auch anders sehen. Was ist dein einer Ratschlag an junge Prediger oder Predigerinnen, solche, die vielleicht sich berufen fühlen zu predigen oder zu lehren? Was ist dein Ratschlag an die? Das Leben, was du predigst. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil man kann theoretisch immer aller Meinung sein. Ich würde dann einfach die Leute immer reinnehmen und eher, ich sage es mal vom Mindset, nicht nur zu den Leuten reden, sondern immer zu mir. Ich sage immer, die Predigt lohnt sich schon, weil es in meinem Leben was auslöst und bei mir etwas ist. Und das andere ist ein Prozess. Es gibt die haben viel zu hohe Ansprüche am Anfang, sagen, ich darf überhaupt nicht stolz sein. Fang einfach an, du wirst auch mal stolz sein. Gott kommt schon mit dir zum Ziel. Gott sagt, er widersteht dem Stolzen. Der wird ruckzuck dich wieder runterholen, das ist gar nicht so das Thema. Aber einfach mal anfangen und dann einen Weg gehen, dass man Leute hat, die einem Feedback geben. Warum? Weil man muss, wenn man anfängt, fängt man immer als Kopie an. Das heißt, man findet irgendwas inspirierend, man denkt, man predigt so, man fängt so an. Aber der Weg in Autorität ist immer Authentizität und Identität, wer ich bin. Meine Frau sagt immer, just be you. Also wenn du bist, wenn der Tim predigt, als Tim, dann hat er Autorität. Wenn der Tim versucht, so wie ich zu predigen, dann ist es ein bisschen Comedy. Es wird was passieren, weil Gott wirkt immer. Dazu brauche ich aber Leute, die mich lieben, die mich feedbacken, die versuchen, das rauszuspüren, was hat Gott dir anvertraut, was für ein Typ bist du. Zum Beispiel meine Frau nimmt fast nie Veranschaulichungen. Die erzählt Beispiele aus ihrem Leben und die erlebt im Alltag so krasse Dinge. Die steht ganz ruhig da, die bewegt sich auch nicht auf der Bühne. Ich bin so ein hyperaktives Kind nach links, nach rechts. Ja. Das ist halt die Persönlichkeit, wie Gott dich gemacht hat. Das ist auch gut so. Wenn du jetzt mit dem 20-jährigen Tobi nochmal sprechen könntest, was wäre eine Sache, die du ihm raten würdest, wenn du zurückblickst? Also eigentlich würde ich sagen, dieser alte Spruch stimmt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also egal, welche Challenges im Leben kommen, Gott hat immer einen Plan und du wirst immer mit Gottes Hilfe dort durchgehen und der wird immer am Ende vom Tag dich nicht nur durchführen, sondern hat einen guten Plan mit dir. Egal, ob es gesundheitliche, existenzielle Herausforderungen sind, egal was es ist, du kannst Gott vertrauen. Und das Zweite ist, du kannst noch mehr glauben, als du denkst. Also Gott kann noch viel größere Dinge tun, als du gerade mit 20 denkst, dass er tun kann. Was ich an dir so stark finde, ist, wie ehrend du mit der nächsten Generation umgehst, mit meiner Generation, mit der Generation, die kommt nach mir sogar. Ich wollte dich mal fragen, was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Stärken der Generation Z für die Kirche? Ja. Also ich glaube, dass es immer so ist, dass die junge Generation etwas trägt. Die Bibel sagt, dass die Jungen Träume und Visionen haben werden. Und meistens ist die Kirche oder die Generation nicht ready, die Träume und Visionen zu lesen und sind eher genervt von der jungen Generation. Dabei waren sie selber genervt davon, als die ältere Generation mit ihnen genervt war.
Weil natürlich zur jungen Generation gehört dazu, dass es wild kommt, dass es dominant kommt und dass auch viel unreif kommt. Sonst wäre es nicht die junge Generation. Das ist in der Jobbeschreibung schon drin. Das ist auch gut, das ist auch richtig. Und es darf auch extrem sein. Das ist absolut super. Und ich sehe ganz viele geniale Dinge in Gen Z. Das ist ja zum Beispiel allein dieses Gründer-Mindset und dieses Mutige. Also auch aus Dingen auszustrukturieren. Selbst wenn ich was studiert habe, heißt nicht, ich muss darin arbeiten. Selbst wenn ich in einem guten Job bin, heißt das nicht, dass ich da bleiben muss. Aber auch die Sehnsucht nach Gott zu erleben, die Sehnsucht nach Worship, die Sehnsucht nach dem Wort Gottes auch wieder, finde ich, nach Klarheit, nach dazu zu stehen. Ich finde es faszinierend. Gegen Gen Alpha wird es dann noch dominanter, so gerade im Glauben, so klar im Glauben zu sein und einfach auch, auch unaufgeregt zu sagen, ja, das musst du jetzt auch nicht unbedingt gut finden, was ich mache. Dann das Vernetzte finde ich super, über die Kulturen hinweg. Sich vernetzen, sich begegnen, sich relativ schnell begegnen. Ich würde sagen, die Punkte, es gibt natürlich noch mehr, aber ich finde vor allen Dingen diese Grundleidenschaft für Jesus, einfach Dinge zu hinterfragen und nochmal neue Wege zu gehen. Wo findest du, müssen wir ein Auge drauf werfen in unserer Generation? Was ist unsere Schwäche? Die Schwäche ist ja alles, was so Commitment angeht. Alles, was so Dinge durchziehen angeht. Alles, was Lebenslügen der jungen Generation ist, das ist jetzt anstrengend, das mache ich nicht. Wo Gott aber was anderes sagt. Also es kann jetzt Ehe, Beziehung, Kinder sein, das kann aber auch Dinge durchziehen, Freundschaften durchziehen, dranbleiben, nicht so schnell aufgeben und das Nächste wieder suchen. Ich glaube, das Thema Commitment ist schon die ganz große Frage, weil es ist eine große Stärke in der Generation, ist sich zu vernetzen. Die Schwäche ist, sich zu verwurzeln. Und du brauchst beides. Die Generation davor war zu verwurzelt und nicht vernetzt. Genauso einseitig und nicht gut. Verwurzelt heißt, ich bin in Beziehung, ich bin in Jüngerschaft, ich reibe mich, ich lerne beziehungsfähig zu werden und das lerne ich. Ich bleibe, das geht nur durch das Bleiben. Wenn ich die Events wechsle, die Kirchen wechsle, die Small Groups wechsle, die Länder wechsle, ich nehme mich immer mit, wie ich bin, ich werde mich nicht weiterentwickeln. Jesus hat sich entschieden, mit 12 wirklich krass WG zu leben. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Beziehungsunfähigkeit in der jungen Generation, die gab es schon immer. Aber die wird exponentiell stärker durch die digitalen Dinge, weil es so Fake-Beziehungen sind und nicht echte Beziehungen sind. Und das ist etwas, wo man wieder andersrum, die Generationen sollten ja voneinander lernen und sich gegenseitig wertschätzen und sich gegenseitig ehren. Dann wäre es gesund, dass ich nicht denke, der Großvater hat ja keine Ahnung. Nee, der Großvater hat schon Ahnung. Der muss jetzt nicht verstehen, was ich bei ChatGPT mache, aber der hat was über das Leben verstanden. Also fange ich auch an, sich gegenseitig zu wertschätzen. Wow. Hey, vor der letzten Frage, danke schon mal für deine Zeit. Danke für all diese Weisheiten, die du geteilt hast. Und es ist auch schön, dich so ein bisschen kennenzulernen. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass du eine Punk-Vergangenheit hast. Ja, das ist wild. Ja. Das ist wirklich krass. Meine letzte Frage hier wäre für dich. Ich meine, du bist heute Pastor einer der größten Freikirchen im deutschsprachigen Raum. Du schreibst Bücher, du predigst vor so vielen Menschen. Von was träumst du noch? Also diese ganzen Themen, die du jetzt aufgezählt hast, finde ich gar nicht so wichtig in meinem Leben, sondern ich sehe das eher so, dass Gott uns einen Auftrag gibt für Generationen, Abraham, Isaac, Jakob. Ich träume dafür, dass Kirche eigentlich ein Ort ist, wo man lernt, mit Generationen sich freizusetzen und dort reinzuführen. Was für ein Ziel hat ein Vater oder eine Mutter, der möchte, dass das Kind selber der Vater oder Mutter wird. Dadurch ändert sich deine Rolle, du bist wie ein Großvater. Und das zu leben und zu erleben, das muss ich sagen, ist biblisch sehr demotivierend. Wenn du das Buch Richter durchliest, siehst du immer wieder und sagst, okay, der diente dem Herrn, er starb und sie bauten wieder richtig Scheiße. Und der diente kurz Gott so 3/4, aber nicht ganz. Und dann haben sie wieder richtig Mist gebaut. Und das ist ja wirklich deprimierend. Das ist wirklich deprimierend, weil das Punkt ist, dass Segen etwas ist, was du verwalten musst. Und eine junge Generation, die im Segen aufwächst, als zum Beispiel finde ich, wenn du als junge Generation im ICF Zürich aufwächst, bist du echt im Segen. Du bist in der Kirche, du hast Freiheiten, du hast Möglichkeiten, du kannst so viel erben. An Glaube, an Know-how, an Leadership, du kannst alles erben. So, das hat jetzt erstmal, sagt es noch gar nichts über dich aus, weil du geerbt hast. Aber was du damit machst, sagt was über dich aus. Ja.
Und mein Traum ist, dass in der Kirchengeschichte, soweit ich es überblicke, zum ersten Mal irgendwie klappen wird, dass die Generationen einfach weiter an Christus dranbleiben, im Segen, das Erben gerne alles anders machen können, aber nicht immer diesen Bruch wieder gibt. Ist unrealistisch, aber dafür träume ich, dafür gehe ich, dafür arbeite ich, dass ich das versuche vorzuleben und auch das zu machen. Und das ist so ein Gebet, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber immer wenn Gott uns den nächsten Segen anvertraut, zum Beispiel jetzt hat er uns wieder Räumlichkeiten anvertraut, ich bete immer, wie Mose betet, Herr, lass uns nicht stolz werden, lass uns nichts vergessen, wer du bist, nur weil wir Segen haben. So, und das ist so vielleicht sehr poetisch, aber das ist so der Punkt, wo ich dran bin. Und deswegen überall, wo ich lebe, dass die junge Generation aufblüht, gleichzeitig die ältere wertschätzt und Generationen anfangen, ihren Lauf zu vollenden, dann bin ich glücklich. Und das ist mein Abschluss. Auch die Alten in der Kirche, ehrlich gesagt, haben bis jetzt nicht wirklich eine Rolle gefunden, die ich göttlich finde. Die sind entweder dann in der Rente, aber in der Bibel steht gar nichts von Rente. Da ist es schön, dass du jetzt in der Schweiz, Deutschland nicht mehr arbeiten musst, aber es gibt keine Rente im Reich Gottes. Es gibt nur Reich Gottes bauen. Aber was machen die dann? Zuschauen? Also es gibt noch viel zu entdecken. Und da werden wir dranbleiben. Und der Leo und ich haben gesagt, wir werden einfach Vollgas als Rentner geben. Das ist super, ich freue mich schon drauf. Auf die Front Row mit euch. Absolut, es ist eigentlich der geilste Job, Großvater geistlich zu sein, haben wir gemerkt. Hey, ist so schön, man darf ja groß träumen. Ja. Und das ist genau das, was du tust. Danke, Tobi, so viel für deine Zeit. Danke, hast du zugehört, zugeschaut. Das war Sunday Night on Air. Jeden Sonntag, ersten Sonntag vom Monat eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.